eines Jahres durch Schleusungen versickern und verdunsten rund 60 Millionen Kubikmeter Wasser verliert. Die Förderleistung der Pumpen kann in der Spitze bis zu 16.000 Litern pro Sekunde betragen. Rechts sieht man auch den Wasserzulauf von der Weser zum Pumpwerk. Links sehen wir die Einfahrt zum alten Weserhafen, den ältesten Hafen Mindenz. Hier findet aber seit vielen Jahrzehnten schon kein Umschlag mehr statt. Vor vielen Jahren hat sich hier eine Werft angesiedelt, die aber auch schon einige Jahre nicht mehr existiert. Ganz links sehen wir dann die Einfahrt in die untere Schleuse, eine von 3 Mindener Schleusen. Wenn die einfährt, schleust man zunächst mit 7 Metern nach oben, kommt in ein Hafengebiet, den Industriehafen. Um von dort aus den Mittellandkanal zu erreichen, muss man an der oberen Schleuse nochmals ca. 6 Meter nach oben schleusen. Wir haben in Minden also 3 unterschiedliche Wasserebenen. Die höchste ist der Mittellandkanal und 13 Meter tiefer liegt die Weser und dazwischen befindet sich der Industriehafen. Ebenso gibt es 3 Schleusen, die alle die Aufgabe haben, Schiffe von der Weser zum Mittellandkanal oder umgekehrt zu schleusen. Während man in der Schachtschleuse, also im Nordabstieg, die 13 Meter Höhendifferenz in einem Zug überwindet, muss man hier im sogenannten Südabstieg an 2 Schleusen jeweils gut 7 Meter überwinden.